Servus. Hallo, geht's schon los? Geht schon los, ja, sind wir schon mittendrin. Hi. Wiesenzeit, deswegen kleine Storkrieg heute. Keine Maske, weil wir müssen nachher noch arbeiten Und saufen. und saufen, ja. Und Auto fahren noch. Da heben wir uns lieber die eine halbe noch auf. Ja, den Sauerrausch. Aber ja. Apropos Sau. Hast du gewusst, dass der Mondfisch bis zu 2 Millionen Eier auf einmal legen kann? Ja, Mehr als jedes andere Wirbeltier. habe ich tatsächlich Hast du gewusst. tatsächlich gewusst? Habe ich Okay. gewusst, weißt du warum? Nein? Der Mundfisch ist sehr schlecht im Überleben an sich. Also der Okay. spürt keinen Schmerz. Ja. Der wird von allen anderen Meereslebewesen rumgeschubst. Also andere Viecher beißen einfach oft einmal ein Stückel ab und er wehrt sich halt nicht. Er lebt einfach so weiter. Ja. Und ja, also mit diesen 2 Millionen Eier pro Weibchen, ja, wie sagt man das? Legt er, oder Sicher, stellt er dass er- sicher, dass stellt er er sicher, weiterlebt, ja. dass die Art erhalten Ja. bleibt, obwohl es so unfähig sind. Vielleicht dann noch ein Fakt, den du nicht weißt. Er ist so platt, dass er manchmal mit Bojen verwechselt wird. Viele Segler dachten schon, sie hätten ein treibendes Fass im Wasser gesehen. Dabei war es nur ein entspannter Mondfisch. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ne? Ja. Ich finde, die schauen immer ein bisschen, wie sage ich das, von der Evolution benachteiligt aus. Also, Ja, das glaube ich trifft es ganz gut. Ja, es war so ein Unterwasserfisch hochgekommen und Ja. der wird jetzt da auch mitspielen. ja, auf jeden Während da Fall. die ganzen China. Delfine. Ja, genau. Und ganzen sowas. China-Fisch sind. Ja. Also war einer, also war Delfine kein Fisch, gell? in so einem Highschool-Film und auf einmal war einer aus der Blaskapelle vorne bei den Cheerleader. Einer aus dem AV-Club, aus dem TV-Club oder ich weiß nicht, was er bei uns heißen darf. Soll ich das sagen? Nein, passt schon. Ich war überrascht, weil ich den Sound gehört habe, aber es wird dann schon passen. Ne? Ist das eine E-Mail gewesen? Ja. Hast du eine E-Mail gekriegt? Habe ich E-Mail gekriegt. Ja. Von wem? Weiß ich nicht. Magst du das jetzt hier vorlesen für die Leute? Denkst du eigentlich, dass die Leute denken, dass ich mir einfach gespiegelt habe? Ich glaube schon, ja. Ich habe extra Kappe auf, dass du uns auseinanderhalten kannst. Ja, greife vielleicht ein bisschen vor, aber ich war auf Malle und bin am Bomboleo vorbeigegangen und dann schreit er so, nein, los, brutal, los. Und bin in Stäblen, habe Servus gesagt und dann hat er mich so angeschaut, gesagt, ja, geil, ja, mit dir habe ich am Taubertal auf dem Campingplatz schon gesoffen. Und das Lustige ist, dass auf dem Campingplatz nur der Harry und der Alt O waren und nicht ich. Ja. Also hat er anscheinend hier, gab es eine kleine Verwechslung. Komischerweise, ja. Na, jetzt schaue ich doch noch kurz mal. Ja, schau nicht, dass. Ja. Dabei werde ich einmal, falls wir gerade noch aufnehmen, verzeihen, warum es gut ist, dass ihr kein Geruchsendgerät habt. Weil wir gerade nämlich richtig schön einen Döner reingepresst haben und jetzt Bierchen trinken und das macht halt den Maulade aus der Hölle. Ein bisschen Kaffee ist dabei. Ja. Ich einen schönen Pfirsichtee reingestellt. Ja, ups. Ei. Entschuldigung. Ja. Bleiben wir Apropos Bier. da? Ja. Was trinkst du denn da? Jetzt haben wir Ich das trinke vorher eigentlich schon heute- gesagt. Warte, was ist das? Oh, ein schöner Rahmen Hell trinke ich heute. Was Ja. bei mir. Bei mir auch. Ein Fangfrisch. Schorramer Hell. Schorramer Hell. Ich habe es nur für Ja. unsere internationalen Zuhörer übersetzt quasi. Auf Schriftdeutsch. Ja. A nice Rama. Beautiful Rama, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich so, ja. Ja, was, oder wird das mal schön jetzt? Beautiful, oder? Beautiful, ja. Beauty-Rahmen. Beauty Rama. Jetzt gehen wir international. Ja, sure. Geil. Ja, so die Whitecaps, die werden jetzt das wahrscheinlich dann saufen. Wahrscheinlich. Ja. Zumindest die Hools davon. Ja. Ja. Mei, was ist die Woche passiert? Da halt alles noch im Urlaub, das können wir schon mal Ja. sagen. Deswegen beehrst du uns heute im Podcast einmal wieder. Gerne. Ja. Mai. Wie bin ich war's da. beim Schlauchbootfahren? Oh ja, letzte Woche. Ja, wie war's? Das war richtig fetzig. Also wir haben so die letzten Sonnentage ausgenutzt und sind schön vom Sylvenstor See, den der ein oder andere vielleicht kennt, auf Richtung Deitz gefahren, also Richtung Bad Hölz. Ja. Das haben wir, also wir sind ja nicht nur Deutsche, gell? Wir sind ja weltbekannt. Ja. Oder? Von dem her, ja, also es sind so, was wären das Kilometer sein vielleicht? Also auf der Straße sind es 11 bis nach Dates, oder? Nein, ich mein, Nein, schon weiter, oder? Ja. Ja, ist ja wurscht, auf jeden Fall. Sagen wir mal von Längeres, das so auf wahrscheinlich halber Strecke liegt, keine Ahnung, auf der jetzt sind es 9 Kilometer. Ja. Ja, und das sind wir halt mit dem Schlauchboot gefahren und war schon geil, muss man schon sagen. Also ein bisschen Klippen gesprungen. Ja. Und übrigens alles legal, bis auf den Pegel. Und ja, was noch?
Wir haben halt, was war denn das Highlight? Die Sache mit dem Baum erzähle ich wahrscheinlich lieber nicht, oder? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ah, okay. Wir haben eine wunderschöne, Steinskulptur gebaut und die habe ich 2 Tage später immer noch in der Isar gesehen. Also für die Nachwelt auch noch was da lassen. Wenn es vorbeifahrt, so lasst es einen Gruß da. Es ist sehr viel Bier gesoffen worden, ausschließlich aus Dosen. Glasflaschen verboten auf der Isar. Ja. Als alter Isar Ranger weiß ich das. Ja. Und zwischendrin halt für einen kleinen Kick einmal ein Mischal, ein kleiner Wodka Lemon aus der Dosen fertig gemischt. Ja. Musst machen. Völlig fein. Ja, ist wichtig. Und natürlich ganz wichtig. Wir sind ja Umweltbeauftragte. Ja. Nichts in der Isar flackern lassen, gell? Außer meine Sonnenbrillen mal wieder. Und Sonnenbrillen verschleißt, das glaubt sie nicht. Also ich glaube, dass ich ganz allein Temo oder wie man das ausspricht, finanziere. Werbung an der Stelle. Nein. Aber ich finanziere es halt mit meinen Sonnenbrillenkäufen Hast du- und ein bisschen Amazon. Mehr Sonnenbrillenverluste wie ich. Ich glaube schon, ja. Mittlerweile okay. glaube ich schon. Also die Orange oder was auch immer, das ist jetzt die dritte, die ich verloren habe. Okay. Ja, aber die kaufe ich ehrlicherweise noch bei Amazon. Ich habe letztes Mal eine kurze Panikattacke Mitte des Jahres gekriegt, weil es halt ewig lang braucht, bis ich eine Sonnenbrille gefunden habe, die wo für meinen komisch geformten Kopf passt hat, und dann hat sie bei Amazon nicht mehr gegeben. Ich dachte, fuck, dann habe ich wieder andere bestellt, die war wieder viel zu groß. Also es ist schon noch gegangen, als Rapper kann man schon mal, sage ich mal. Aber wenn du dann beim Penny in der Kasse drin bist, dann schaust du dir wieder an, wenn du so einen Ding aufhast. Was war das? Weiß ich nicht, irgendwas fliegt halt tief. Ja, schon. Erst einmal einen Schluck auf Schutz. Ja, Also Schlauchbootfahren empfehlenswert. habt ihr was zum Essen dabei gehabt? Nein, tatsächlich nicht. Gar nichts. Also oder warte jetzt. Also muss ich Bier kurz- ist ein bisschen was zum Essen. Also normalerweise haben wir so Sandwiches dabei aus dem Ja. Kontaktgrill. Manche Leute sagen Quetschi. Ja. Also ich weiß nicht genau. Aber diesmal nicht. Wir haben danach gegrillt beim Alten daheim. Oh, schön. Ja. Genau, jetzt habe ich halt gedroppt, dass er irgendwo auf dieser Strecke wohnt. Naja, kann Das ja ist irgendwo peinlich. anders. Kannst du ja Nein, das ist irgendwo auf der Strecke. Nein, Schmarrn. Also vielleicht wer was. Aber da haben wir schön Burger grillt, im Whirlpool chillt Ja. und halt einen Matsuri gehabt. Weil, Okay. ja. Aber dabei doch war ein kleiner Snack und zwar Pizza. Und an der Stelle auch wieder keine Werbung vom Penny aus der Backabteilung. Ja, okay, ja. Diese Fertigpizzen, Ja. weißt du, wir wollten lieber die Brezen. So ungefähr. Ja, Ja. haben wir uns auch gut durch den Tag gebracht. Und halt die 8 bis 14 Bier, ich weiß nicht mehr. Ja. Und Mischal. Ja, bist du schon eine Zeit lang unterwegs, oder? Wie lange seid ihr dann noch gefahren? 6 Stunden? Also das auf jeden Fall, ich weiß die genaue Zeit nicht mehr. Also ich kann nachschauen. Aber so 6 Stunden auf jeden Fall, ja. Ja, Waren wir, ja, wie gesagt, viel Klippen gesprungen, viel körperlich betätigt. Ja. Ein bisschen bauen, Ja. ein bisschen schwimmen, Ja. Zeichen. Ja, das muss auch sein. Ja. Kurz abkühlen. Alle 2 Minuten rausfahren zum Bieseln. Ja. Nur zum so da, als hätte ich gerade nicht in dieser Bieseln. Ja. So Zeug halt. Kennst du das ja, das ja, weißt du ja schon oft. Ja, ist viel passiert bei dir. Du warst noch mit dem Altau und mit dem MJ und Oh, stimmt. Altau Senior. Am Altau. Altau. Aber beim 1860 München Spiel. Ja, mein erstes 60er-Spiel, ehrlich gesagt. Und Wie war's? frech. War schon, also gute Stimmung. Ja. Bis halt dann, ich weiß nicht, bis ausgeschaut hat, als ob, also bis sicher war der 60 nicht mehr aufhört. Ja. Muss sagen, aber gegen Hoffenheim, aber die zweite. Und zwar 5-1 haben wir verloren. Knappe Kiste, ganz knappe Kiste. Ich bin jetzt einfach mal ganz, ganz ehrlich, ich habe nach... Die ganze erste wäre wahrscheinlich auf der Wiesn beim Saufen gewesen. Nein, die erste hat am selben Tag gegen FC Bayern gespielt. Okay. Ja, und da haben wir uns schon gefragt, warum so wenig Hoffenheimer da sind, aber wer geht zur zweiten, wenn die erste in derselben Stadt ist? Also, ja, und ich bin jetzt einmal, das ist einmal ganz ehrlich, also Real Talk. Ich habe, glaube ich, eine Viertelstunde lang nicht gewusst, dass unsere Mannschaft nicht die Hellblauen sind. Das muss ich jetzt ehrlich zugeben. Ja. Das war ein bisschen ein peinlicher Moment, Ja. als ich das erfahren habe, weil ich mich ein bisschen über einen Torschuss echauffiert. Ja. Ja, und dann bin ich darauf hingewiesen worden. Vielleicht auch noch andere Zuschauer, die ich aber jetzt hier nicht belasten möchte. Ja. Aber ein paar von uns haben vielleicht nicht wirklich Bescheid gewusst, wie wir da gerade anfeiern. Na, wer weiß, so der Tag losgegangen. Also nehmen wir uns mit auf die Reise. Okay, also ich bin aufgestanden. Ja. Nein, ich meine, um 12 Uhr sind wir mit der BRB. An der Stelle auch keine Werbung, ganz und gar nicht. Und auf jeden Fall keine Empfehlung. Nein, das ist erst wirklich alles andere als Fast Werbung. mit dem V8. Ja, und Jeder zwar jeder einzeln. einzeln. Ja. Also, 12 Uhr sind wir auf Minga gefahren, von uns aus fahren wir ungefähr eine Stunde.
haben uns schön blöderweise wieder mal bloß ein Weg halbe mitgenommen, wieder auf dem Weg, also Ja. ein Learning fürs Leben mitgenommen. Ich weiß nicht, warum ich nicht einfach für jeden 2 mitnehme, Ja. weil lieber habe ich zu viel Bier dabei, Ja. als zu wenig, es ist die Hölle. Ich glaube, idealerweise für diese Fahrstrecke macht man zwar nicht, aber waren wahrscheinlich 203er. eher oder 103er und eine halbe. Das, Also, ja, das hätte sich gut an, ja. Weil dann bist du am Hauptbahnhof, dann willst du dein altes Scheißbier auch nicht mehr, dann machst du schnell an, holst du beim geht's. Jahrmeister Snacks an der Stelle wieder keine Werbung. Aber Jahrmeister super, doppelte Currywurst. ja, oder ein Käsekreiner. Und halt ein paar Bier. Ja, natürlich. Oder kurz Bei einem Wein. Hauptbahnhof, ja, was magst du am liebsten? Magst du den großen oder den ganz vorn? Ich mag ehrlich gesagt den großen lieber. Ich weiß nicht, das ist meine Berufsschule, Jahrmeister. Ja. Bei mir was anderes. Bei mir ist der vorn direkt aus der Bob raus. Ich weiß nicht, warum ich in der Ausbildung so viel zugenommen habe, aber da erst einmal hier so eine Colaflaschen geholt, ein Brezen und irgendein Baguette noch und das dann schön, während ich irgendwelche Datensätze eintippen habe müssen, gefressen. Ja, und dann Mittagessen gehabt. Bei mir war es halt andersrum. Ich habe in der Berufsschule Mittag gegessen und auf dem Rückweg habe ich mir beim Jahrmeister, wie wir schon oft geredet haben, immer doppelte Currywurst geholt. Zur Erklärung, es gibt keine doppelte Currywurst, bei denen ist es kein Angebot oder sowas. Ich habe halt einfach 2 bestellt und selbst mal von der da. Und das Doppelte verlangt. Aber ein kleiner Lifehack. Und dazu halt auch eine schöne 1,5 Liter Flaschen Cola oder sowas. Ja. Schön auf dem Heimweg, quasi nach der Schule, nach dem Mittagessen, das geholt, da haben dann nochmal schön gegessen. Ja, weiß auch nicht, warum ich zugelegt habe. Ich weiß noch, wo ich es so auch körperlich realisiert habe, weil das ist ja so ein schleichender Prozess, wenn du dann so vegetierst quasi körperlich und dann bin ich irgendwann im Zug geguckt und es ist ein bisschen holprig gewesen und dann habe ich so gemerkt, dass so eine Titte so mitwackelt. Und in dem Moment habe ich gewusst, also jetzt sind wir da in einem Bereich gekommen, wo das kannte ich kannte es als sehr, sehr junges Kind, aber ja sehr fett, dann hatte ich ein bisschen dünnere Phase, wo jetzt die Titten nicht so gewackelt haben. Lang ist her. Ich wollte gerade sagen, und dann hast du Handbremse gezogen. Aber war viel bei Speed. Einfach nicht gegangen. Komm, wir haben an der Stelle für den Film. Da habe ich das erste Mal gemerkt, dass ich da so, ich bin ja mit so Polohemden in die Arbeit gegangen, die so ein bisschen enger waren, so Burberry-schnittmäßig. Also war kein Originals. Und auch keine Werbung. Und dann habe ich da so gemerkt, so, was das so ein bisschen Action gemacht hat mit Tittchen. Naja. Ja, und dann waren wir am Hauptbahnhof. Ja. Sehr unzufrieden, weil nach der Hälfte der Strecke die erste halbe weg war. Am Hauptbahnhof dann für sage und schreibe 16 € beim ersten Bäcker 4 halbe geholt, weil da ist der MJ zu uns gestoßen. Ja. Und die halbe war für den weiten Weg vom Hauptbahnhof bis zum Augustinerkeller. Da noch im Biergarten nochmal schön eine Masse. Und also ich einen Schweinsbraten, was die anderen gegessen haben, keine Ahnung. Ja. Ist mir auch wurscht eigentlich. Ja. Und Maß war gut. Schweinsbraten war gut. Ja, der in der anderen Straße da. Der Augustinerkeller. Der ganz große halt. Ja, wo wir schon ein paar Mal waren. Ja, genau. Ja. Vielleicht ist es eine Maßstraße. Ja, genau. Also ich glaub, es ist die Maßstraße, ehrlich gesagt. Aber, Entschuldigung. Oh. Ja. Naja. Das hat so nach Brust ausgeschaut. Also, und dann, ich habe mich erst einmal gefreut, weil da war direkt der Dorf hier an diesem Biergarten und da ist dann gestanden, heute nur Massen. Und das war einfach, das war ein Zeichen. Ja. Haben wir halt eine Masse gesoffen. Und dann weiter zum Fußball. Jetzt denke ich nicht. Ja, du, kein Stress. Das ist ein Podcast. Da haben wir Zeit. Das ist nicht so künstlerische schnell. Pause. Tick-Tack. Ja, ich weiß. So. Nein, ich habe es immer eilig, was so wichtige Termine und so. Weil ich Tick-Tack gesagt habe. Ach so. Okay. Ja. Und dann sind wir ins Grewalder Stadion. In Giersing? Genau. Und dann sind wir halt da reingegangen, haben wieder eine halbe gekauft, haben uns hingesetzt, dann hat es wir waren in der prallen Sonne, der Alto hat sich eine Kappe gekauft, weil sonst und sein Alto, der hat auch. Ja. Und jetzt hätte es singen müssen, das war wunderschön. Ja, glaube ich, Das war so, da haben sie Hand gehalten und haben sie sich einen Platz gesucht. Ja. Und so. Ein paar Churros gekauft wahrscheinlich. Ja, natürlich. Nein, dann sind wir halt da gesessen. Ich muss erst einmal sagen, ich habe das Wirtschaftssystem in diesem Stadion nicht ganz verstanden, weil mein Bier war relativ schnell an und dann ist ein kleines Mädel gekommen und gefragt, ob es die
den Becher haben können. Ja. Und die erste Runde hat er halt auch gekauft. Und ich habe halt dann immer geschaut, so, darf sie deinen Pfand haben? Und er hat dann so, keine Ahnung. Dann habe ich gesagt, du erst einmal nicht. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass die für die Jugend sammeln und dass die Leute ständig Becher auf die Kinder schmeißen, egal wo sie sitzen, die schmeißen es runter und so. Da hab ich mich richtig schlecht gefühlt. Sparta haben sie gekriegt. Hey. Und ich habe ein paar weggenommen. Ja. Mei, musst schauen, was bleibst. Ja. Oder? Ja, genau, mei. Dann habe ich spurlos gegangen, richtig gut gelaufen, ziemlich schnell, ich glaube 3-0 gestanden oder so und dann 3-1, Aufholjagd. Ja. Ja. Ja, 5-1 verloren. gut. Fans immer wieder zurückgekommen, die Fans, also die Spieler nie zurückgekommen, aber die Fans immer wieder zurückgekommen, immer wieder angefeiert, immer wieder die anderen ausbuht, dann irgendwann die eigenen Leute ausbuht. Und dann war der irgendwann war der 60er-Fan in seiner Jeans-Westen mit den ganzen Patches und sowas und klettert, also jetzt ein Gitter, wo es halt, also als Schutz wahrscheinlich für die Spieler oder Umdraht, keine Ahnung, und klettert halt so halber drüber und jetzt macht doch mal was, yeah! Und war richtig peinlich, Alter, das war so peinlich. Und ja, Fremdscham, also kein Mensch hat ein Geräusch gemacht, nee, jetzt macht doch mal was. Und dann setzt er wieder, ja wirklich, und setzt sie hin und also, das war so das Highlight bei dem Spiel. Ja. Ja, Hat man seine Ausschnitte gesehen? nein, Nicht. war sehr gut durchgezogen. Schade. Hätte ich Jeansweste. War tatsächlich ein dünner Typ. Also er ist ja gut dieses man sehr Gitter fett hochgekommen. vorgestellt. Nein, er ist ja gut das Gitter hochgekommen und so. War relativ jung. Okay. Ja, genau, mei. Aber ich muss echt sagen, also Fangesänge haben es drauf. Ja. Unsere 60er. Ja. Wie hier in der Westkurve, glaube ich. Da war früher ein Bad Blauen. runter. Ja, genau da. Ja. Habt ihr gewusst, dass Blau gar nicht die Farbe von die 60er ist? Sondern weiß. Grün und Gold. Ah. Und Rot. Okay. Warum haben sie Googelt das immer einmal. blaue drin? Keine Ahnung, ich habe ein blaues Kaffee. Nein, Ich wahrscheinlich weiß sind die Bayern einfach abgekauft. Wahrscheinlich, ja. Ja, ich weiß echt nicht. Ja. Also, keine Ahnung, aber das war so ein random Fact, den ich an dem Tag erfahren habe. Ja. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht falsch wiedergebe, weil ich bin farbenblind, für mich ganz andere Farben, weil ich her die nämlich auch falsch, die Farben, weil ich farbenblind bin. Ja. Ja, genau, aber ich muss ehrlich sagen, viel vom Spiel habe ich selber gar nicht gecheckt, weil Fußball geht ja so schnell. Ja. Das geht ja so schnell. Ja, mit dem Puck hin und her. Ja, und dann Ding und dann der Penalty. andere und dann ist einer fast gefoult worden Home Run. und dann ist er eine Stunde am Boden gelegen und dann erstmal genau Penalty schießen. Aufschlag. Ja, direkt eine an Am Volley. Ende entscheidet halt das Handicap. Genau. Ja. Und das war bei 5-1. Ich glaube, so ist es, ja. Ja. Gut, ja, also ich wäre auf jeden Fall jetzt Fußballmoderator. Ja, sehr schön. Ja. Also ich kann das sehr farbenfroh nachvollziehen. Ich leite selber, was ich gemacht habe. Ich war auf Mallorca. Ich wollte dich gerade fragen. Ja, ich war auf Mallorca, auf Malotze, 17. Bundesland. Hey, schön. Erst ein bisschen, Urlaub in der Heimat. Ja, erst ein bisschen Normalurlaub gemacht, wollte nochmal die Insel ein bisschen anschauen. Ja, jetzt habe ich es gesehen. Also wenn ich nochmal auf Mallorca vielleicht dann halt auf den Ballermann so gehe. Mal wieder Standard. Ja. Was eine kleine lustige Geschichte, habe ich ja im Privaten schon verzeiht im Vorgespräch, das wir telefonisch geführt haben. Dass ich ein Auto gemietet habe und der Autovermieter uns ein paar Tipps geben wollte und uns auf jeden Fall vor El Arenal, also vor der Schinkenstraße und auch vor Magaluf gewarnt hat und hat gesagt, ja, the people are so drunk, they will attack you. Was sehr lustig ist, weil wir sind direkt vom Flughafen dann schnell in Bierkönig gefahren und nicht zwischen. Naja, ja, musst mal. Fälle, ja. Ja, also wir waren schon um 9 Uhr oder so da, also ist der Flieger gelandet. Und dann waren wir halt, glaube ich, dann bis alles so fertig war, so um 11:30 im Megapark, nein, ich war im Bierkönig. Und das Hotel hat uns erst um 3 reingelassen. Deswegen haben wir die Zeit irgendwie rumbringen müssen. Frech. Ja. 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 Und dann gab es ein riesen Missverständnis mit der Barkeeperin, weil ich habe gesagt, ich will keine Masse saufen, ich will mit der Masse rumlaufen sehen. Und habe ein halbes Glas Lavera gesehen und gesagt, ja, ich will so ein kleines Bier, weil ich gedacht habe, dass das die Masse. Oh, na, da gibt es ja Kölsch oder sowas. Ja, also wahrscheinlich, ein 03er halt. Ah, Und okay. dann bin ich da gestanden wie so ein Trottel. Ja, und 2 Sekunden nichts mehr zum Trinken. Naja, Alter. Ja. Hättest du eigentlich instant eine nachbestellen müssen, aber naja. Ja, Danach ist man immer schlauer, gell? dann bin ich nach Kalaratjaga gefahren, weil wir ewig nicht merken können, den Namen. Erst als ich ihn gelesen. Verstehe gar nicht, warum. Ja, das geht so leid über die Lippen. Ja. Dann habe ich ja relativ schnell an den Typen denken müssen, der uns gewarnt hat vor dem Ding, vor dem
vor der Schinkenstraße am Ballermann, weil da halt einfach sehr, sehr viel alte Leute, ich sag so mal, ja, Untergrenze 45, also so 45 aufwärts, aber eher schon die Silversurfer. Also unterwegs waren, hat sich ja in die Läden abgemustert, also hätte man sich gut aussehen können mit so Weide, Seidenstoffe und so für Frauen, weißt du, was ich meine, so Holzperlen-Shit, das ganze Paket. Ja, das Ganze, ich habe meine innere Erleuchtung von Ja, dem Paket. genau, ja, schon, ja. Die Scheidung hat man richtig gut da, Ja, genau. außer finanziell. Ja. Und in allem anderen. Ja. Ja. Nein, also, was ist, ich habe eine Beutel vor Augen. Ja, schon. Und da war ich dann ich möchte an der Stelle sagen, kein Vorwurf an dem, was ich jetzt gleich sage, ich soll kein Vorwurf mitschwingen. Aber da waren dann bin dann so um 10 Uhr, wollte ich einen Kaffee trinken gehen und dann sind die ganzen Rentner so schon in die Bars gehockt und haben sie da schon schön die Aperolis und die ja. Cocktails und die Bierchen reingepfeffert. Ab 10 Uhr in der Früh mega geil, also ich habe es voll gefühlt. Also Meine Zukunft ja. und meine Gegenwart. Ich glaube, die Leute haben mir richtig blöd angeschaut, weil ich dann meinen Kaffee getrunken habe. Und ja, dann ist das anscheinend bei denen so einen Tag weitergegangen, weil ich habe dann halt, weil ich ja mobil bleiben wollte, dann meine Standard 2 Bier zum Fahren halt getrunken, sodass ich noch fahren kann. Also 2 spanische Bier. Ja. Ja. Und dann sind die am Abend, oder was heißt am Abend um 4 Uhr, also sie dann langsam Richtung Buffet aufgemacht ist es Abend. Ja, so 3/4 von Herztabletten hat sie halt dann auf dem Weg zum Buffet gemacht, an die sehr, sehr überfüllten Strände. Mallorca scheint kein Geheimtipp mehr, war ich komplett überrascht. Ganz, ganz komisch. Ja. Das ist cool. Ich habe es vorher noch nie gehört, muss ich ehrlich sagen. Bevor du was erzählt hast jetzt. Ja, so TikTok gesehen, absoluter Geheimtipp. Im Meer. Die Insel. Geografie kann ich. Ja. Oh Gott, ja. Und auf jeden Fall sind diese alten Arschlöcher dann alle schon so dermaßen strack gewesen, dass ich bin da so gelegen und vor mir war im Sand so ein relativ gut erkennbarer Stein. Und da sind in 10 Minuten, ungelogen, ohne Übertreibung, 6 Leute drüber gefallen. So ein scheiß Stein. Geil. Ja, und dann da 2 Tage verbracht in Kalaratjaga und ja, dann ist der mal Ballermann gegangen. Schön. Schön im Bierkönig, den ganzen Tag gesoffen, echt lang, also ich glaube 12 Stunden oder so. Ja, nice. Mit einer kleinen Unterbrechung. Irgendwen getroffen, den du kennst. Die Kings of Günther, die kenne ich. Du kennst Langschwanztreffen in Mombasa ist von denen. Ah, okay, also der Name ist mir bekannt vorgekommen, aber wahrscheinlich, also ich kenne wahrscheinlich nur den Song, ja. Nein, hast du es auch mal probiert? Mit dir hat es funktioniert. Ja. Aber Langschwanztreffen in Mombasa ja, den haben wir ein paar Mal schon. Also. Haben wir sogar schon mal in der Story gehabt, wo wir zum das habe ich nicht gewusst, dass wir in der Story gehabt haben, aber wir haben schon sehr oft brüllt, wo wir zum Gig gefahren sind. Ein paar andere Partycrasher, der mich sehr gelobt hat für unsere Songs, obwohl er aus Hessen ist. Okay. Gesagt, dass der meiste der Geniestreich war. Okay. Collab Incoming, oder? So, du kennst dich aus. Siehst du, wusste nicht, dass sie auch ein Man of Culture sind. Ja. An Peter Wackel, habe ich live gesehen, den habe ich nicht persönlich kennengelernt. Ja, okay. Der hat ein paar Banger. Und an Calvin Klein. Der ist mehr so in so Trash-TV-Sachen gewesen, das war geisteskrank. Ich habe irgendwie YouTube im Kopf gehabt jetzt. Bei dem waren so viele Weiber da, das war geisteskrank. Also Props, freut mich für ihn. Also da war das Gekreische groß und eine war so strack. Und der hat dann die ganze Zeit, hat sich so umgeschaut, so eine kleine, nicht so wirklich fett, aber schon ein bisschen chubby. Und dann hat sie sich immer so umgeschaut, so bis so einer ihren Blick erwidert hat, wie kann man so sexy sein? Und hat halt über einen Calvin Klein auf der Bühne geredet. Okay, also irgendwie geil. was putzig. Ja. Also wäre er gern hören, wenn er wäre er safe hier neu hören. Ja, klar. Wäre er sich freuen, dann würde er diesen kleinen Engel suchen. Ja, wollte schon fast so eine Story machen, dass er sich bei ihr rührt. Irgendein Typ hat dann, ich bin da so da gestanden und mit dem Calvin Kleiner kein Wort geredet und der ist an mir vorbeigegangen und dann hat mir wieder irgendein Typ hat gesagt, ist er hergekommen. Ich gedacht, was willst du von mir? Ja, ich bin von Diego. Sag Calvin, er soll herkommen.
Und dann sage ich so, Bro, ich habe mit den Leuten hier gar nichts zu tun. Ich werde jetzt nicht da hingehen und zuerst sagen, ich soll zu dir gehen. Ich hätte es gemacht. Ja. Ja. Ich habe es dann seiner Künstlerbetreuerin gesagt, sie hat es ihm gesagt, er hat kurz hingeschaut und ist gegangen. Also, war der Diego also, anscheinend nicht so der. Man der lässt den beste Diego Konzept. nicht einfach stehen, man schaut kurz hin und dann weiß jeder. Ja. So ist es mit Diego. Ja. Ja, das ist so passiert mir und dann halt Nice. sehr lang gesoffen. Also, Ja, musst. ja. Einzige Negative am Bierkönig ist, es gibt keine Säulen, sondern du musst dann wie so ein Tier mein Wodka Lemon Mass trinken. Ja. Oh, Scheiße, in die Steinzeit zurückbombt. Und anscheinend ist, was ich auch nicht gewusst habe, dass das, ich hab gehofft eigentlich, dass das nirgendwo ein Ding ist, aber anscheinend ist da Kümmerlingshaufen ein Ding. Oh. Und da hat man Kümmerling. einen Kümmerling ausgegeben und hat mir das dann mit seiner Selbstverständlichkeit hingestellt und dann, ja, das war wieder sowas wie beim Unterberg, wo ich das trinke und dann können wir schon da an der Seite so dieses, ich muss gleich kotzen. Aber ist der Kümmerling nicht einfach der Unterberg aus dem Aldi? Ja, also es schmeckt, es ist eigentlich der Kümmerling der Unterberg mit einer großen Öffnung. Ah, boah, dann mag ich ihn lieber. Und, Keine Werbung an der Stelle. na, Wie- und Nur er für war Unterberg halt, meldet euch. er war halt warm. Ah, Schmarrn, umdreht, er war kalt. Also muss weiß ich mal, das ist, ging dann, aber es war trotzdem sehr, sehr eklig. Glaube ich dann. Und es ist halt dann lustig, wenn du halt den Kümmerling mit deiner Wodka Lemon Mass nachtrinkst. Ja. Ja, da weißt du halt einfach, du bist angekommen. Ja. Oder, also. Ja, schön. Nein, ich muss sagen, also über einen Kümmerling da ich mich gefreut. Nicht, weil er mir schmeckt, sondern wie sage ich das, ich quäle mich gern selber mit sowas manchmal. Ja, oder beobachtest du ja gern, wer sich die anderen dann quälen. Ja. Und die anderen fühlen sich irgendwie verpflichtet. Wenn weißt du, wenn die Gruppe einen trinkt und dann machen ein paar Leute mit und so, dann sagt man weniger nach. Ja, du musst nichts mehr beweisen. Aber Weihnachtsfeier trotzdem ein schöner Espresso und der Berg zwitschert. Ja. Bucke. Business, Business. Ja. Na, der Tobi. Ja. Geiler Typ. Ja, und ansonsten eigentlich alles mega entspannt. Ja, schon nach wie vor immer wieder hirnfick, weil du halt echt sehr viel Lidl sehr oft hörst. Also ihr müsst euch das so vorstellen, ihr erzählt es mir jetzt, das war ein 5-Jähriger, weil ich noch nie da war. Ich habe es immer noch nicht auf dem Ballermann geschafft, aber ich sag's euch, spätestens. Nächstes Jahr. Also, ich habe jetzt das Datum geändert und ein Ausrufezeichen in die WhatsApp-Gruppe gemacht. Jetzt ist ist das Ding fix. Das ist ein Stein gemeißelt. Ja. Und ich glaube, dass es gut wird. Ja. Ja. Schreibt mir die wichtigsten Tipps in die Kommentare. Ja, was der Harry am Ding ist, am Ballermann. Ja. Ja, schön. Na gut, ja. schön. Sonst mit einem brutalen Kader dann heimgeflogen. Ja, gut. Richtig geschwitzt im Flieger, war ein Albtraum. Bei der Heimfahrt auch noch richtig. Ja, schön. Dann komme ich zu meinem Secret-Tipp vorab, weil ich war im Neuwirt in Sachsen kam. Und da jetzt liegen, wenn ich sage, das war das Beste, was ich jemals gegessen habe. Aber weil es mir eben schlecht war und ich habe gedacht, wenn ich es nicht schaffe, dann kann ich es einpacken, habe ich eine Lasagne genommen. Und diese Lasagne war das Gegenteil von einer italienischen Lasagne, was ich aber als Lob meine an der Stelle, weil sie hat sehr, sehr wenig Inhalt gehabt, außer Hackfleisch. Oh, Und nice. das war echt das Richtige, das hat mir dann richtig viel gekriegt, so richtig, war ein gutes Hackfleisch. Jetzt muss ich ganz blöd fragen, Ja. sorry. Aber wenn man in Sachsen kam Neufahrt, ist das der erste Wirt auf der linken Der Seite oder Neuwirt- ist das der in der Kurven? Nein, das ist der erste. Ja, weil bei dem pass haben wir auf. früher mit dem Football Weihnachtsfeier gemacht. Immer. Die haben immer gut gekocht. Also, von wo kommst du? Also ich komme von Dates. Und dann fahre ich links Sachsen kam rein. Ja, also Und- der Neuwirt ist der alt ausschaut. Aber warte, also Ja, du kommst von der Schnellstraße rein, links, Genau. und dann ist er links. genau, also Ja, nein, ich war bei mir anderen. Das ist der Altwirt. also und du meinst den in der Kurven quasi dann, wenn genau, man bei ein der Stück weiterfährt, der dann Raiffeisenbank so, da vorne, okay. im Zentrum. Bei dem war ich noch nie. Ja. Das ist jetzt peinlich und blöd. Ja. Nein, da war ich schon 1-2 Mal. Gut bürgerliche Küche. Keine Überraschungen, keine 6 von 5, aber solides Essen, gut. Preiswert, kannst nichts sagen. Freundliche Bedienung. Also ehrliche Reinschaufelpunkte. Ja, Also genau, ja, schon. Okay. Und Ja, ich hätte sehr gute viel Qualität traumhaft. vom Hackfleisch, hat sehr wertig geschmeckt. Wenig Tomaten, die Ja. Lasagne auch sehr gut. Da schlagt mein Herz Ja, her. schon, ja. Ja. Du weißt ja, ihr seid der Lasagne-Meister. Ja, Einige Wettbewerbe gewonnen Ja. im Voraus. Bei wie viele Minuten sind wir denn schon? 29, oder? Eine halbe Stunde, ja, schön. 20. Ja. Vielleicht noch ganz kurz, Ja. um kurz noch zum 60er-Spiel zurückzukommen. Danach sind wir in Blue Adria gegangen, Ja. was ja der 60er Schuppen schlechthin ist. Ja.
Und war echt schön, muss man sagen, wenig Leute drin, weil nach dem 5:1 ist die Stimmung irgendwie ein bisschen unten. Aber ein paar alte 60er Atzen wirklich am Stoffen gewesen. War cool auf jeden Fall, also Empfehlung in der Blue Adria, aber am besten nicht rot anziehen oder sowas. Ja. Und einfach ein bisschen Respekt, den besten Verein der Welt sagen. Ja. Nach West Ham United. Ja. Genau, und und danach Irish Pub. Nochmal was gefressen, nochmal was gesoffen. Und dann quasi heim. Okay. Einfach damit ich den Tag beendet Ja. was das ich Schön. gesagt habe. Ne? Ja. Genau, ich war noch im Bandraum mit dem Rainer auf Ohrhalbe und dann, genau, Ist jeder seiner Wege gegangen. ganz genau. Weghalbe noch? Na, haben wir uns schön abholen lassen. Okay. Also Weghalbe zum Bandraum schon, ja. Ja. Aber dann haben wir uns schön abholen lassen und Ja. na, Und das ist so Fußballspiel, was du sagst, das kannst du öfters machen. auf jeden Fall. Ja. Also ich mag es ja, also ich schaue mir gern Sport an, aber selten wegen am Sport. Also hauptsächlich weil ich gern saufen und mit anderen Leuten irgendwie in Obrill. Also das ist einfach cool. Ja, mag das ganze Hooligan-Ding. Ja, ich habe es also so mal probiert bei so einer Super Bowl-Party. Bin ich halt gekommen und war halt dann, weil ich heim am nächsten Tag arbeiten musste, dann war ich halt auch noch Fahrer. Und dann hocke ich halt dann so da. Das ist die Dann Hölle. werde ich einfach normiert. Und dann denke ich mir, Beim Super Bowl, wo es dann um eins erst einmal richtig Ja. losgeht. das ist scheiße langweilig. Ja, das ist ja so, wenn du nicht saufst und Ja. eben, also gut, wenn du mit dem Sport auch gar nichts am Hut Ja. hast. Ja, Ja. schade. Okay. Naja. Thema der Woche, können wir kurz einen kleinen Abschnitt machen. Aktuell ist gerade, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, Oktoberfest. Wiesen. Wo? Hier, Ja, bei uns. Minga. Minga, Ja. in der Hauptstadt. Ja, wenn es die ganzen Pseudo-Instagram-Models, die wo bei uns so hausieren, glauben, darfst, kehren wir noch zu München. Ja, das ist, Zumindest alle Muck in der Bio stehen. Schon, ja. Dann bin ich aber auch London. ja, also Muck London, Coffee Lover. Schon, ja. Fitness-Enthusiast. Ja. Hey, Fitnessuhr. Ja. Drug Addicted. Ja. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in jeder scheiß Ami-Serie, also was so, nicht Serie, sondern Reality-Show, also egal ob es jetzt halt sowas wie von Mr. Beast ist oder sowas oder irgendwann die Musikshows, dass jeder von diesen Arschlöchern ein Ex-Drogensüchtiger ist. Er hat immer so, früher war er Also, ja. drogenabhängig, früher ist seine Mom gestorben. Jeder von denen hat irgendeine Ich dramatische habe meine Geschichte. Familie verloren, ich habe Ja. mein Haus verloren an die Drogensucht. Naja. Und ich möchte mein Haus zurückgewinnen. Ja. Und die Familie. Ja. Also, ja, Oder das noch stimmt. mehr Geld haben, um noch mehr Drogen zu holen. Ja, natürlich. Also das ist natürlich der Ja. Kern der Sache. Aber sagen die uns was anderes. Ja. Nein, also ja, Wiesen. Ja, was waren die Fragen so? Wann warst du das letzte Mal auf der Wiesn? Letztes Jahr, als wir ein paar coole Reels draht haben. Das war schon vor 2 Jahren. Letztes Jahr, waren wir letztes Jahr auf der Wiesn gemeinsam, bin Nein. nicht, dann war ich nicht. Dann war ich vor 2 Jahren das letzte Mal auf der Wiesn. Wo wir die Reels draht haben. Ja, wir waren ja vorletztes Jahr auch so zum Saufen mit dem MJ und ich war dann aber im letzten Jahr nicht dabei, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das ist alles schon ein Jahr länger her quasi. Also, ihr wart 2022. Ja, dann war ich 23 zum Reel dran. Ja, Das letzte Mal auf da der war ich Wiesn. dann da waren wir dann mit die Langenbacher, da hast du nicht mitgekommen aus Genau. irgendeinem Grund. Ja. Und dann letztes Jahr war ich nur so einmal. Ja, Mit nein, anderen war Leuten. ich gar nicht. Na, Krass. na. Was war so war einmal hast du so einen Wiesen-Intensivtag einmal gehabt, also wo du wirklich schon in der Früh hier bist und Ja, eigentlich jedes Mal geht's. ja. Geht's. Okay. Ihr helft. Ja. Gut. Nein, also einmal, nicht einmal, ich glaube sogar 4-mal, weil 4 Jahre lang bei meinem ehemaligen Arbeitgeber und Ja. die sind ganz in der Nähe von der Wiesn und das war ganz cool, weil da arbeitet mein Bruder und Ja. meine Schwägerin auch. Und die Schwägerin war halt für die Markerl zuständig, für die ganze Firma. Ja. Und naja, haben ein paar Leute mehr Markerl, ein paar Leute weniger gekriegt, habe Ja. ich gehört. Ja. Möchte jetzt hier niemanden in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn was überblieben ist, sagen wir es mal so, Ja. haben das mein Bruder und ich gekriegt und dann muss ich da sagen, Nach Absprache mit der Geschäftsführung. natürlich, Ja. mit sämtlichen Geschäftsführungen. Ja. War es dann so, dass wir da schon auf Firmennacken 4 Jahre in Folge einfach in der Früh da waren und uns da einfach, wie soll ich das jetzt nicht sagen, behindert gesoffen haben. Ja. War schon, gibt es nicht einen Tag, aber es waren so 4 Jahre, dann war lustig, weil Ja. es war nicht, man war nicht unten beim Pöbel, sondern Ja. oben auf die Dinger, der im Empore. Hacker, mit dem
Mit dem Himmel. Das Ja, das ist Hack, Himmel der Bayern, nein, ich weiß nicht. das Das meine ich. Ich kenne mich gut aus, wie du merkst. Und da drin auf jeden Fall richtig Leistung gebracht. Ja, Das waren so meine besten Wiesenbesuche. Ja. Ja. Aber nie so auf jetzt stehe ich mich an und ja, soweit ich weiß, nie, vielleicht habe ich es ja vergessen, weil ich besoffen war, aber Ja. ich glaube, ich habe mich nie angestellt und einfach nur gewartet, sondern es war halt immer reserviert. na. Ja, doch, das habe ich zweimal gemacht, eben also mit 18 oder so. Einmal wirklich so angestellt, aber dann aufgeben, weil es nicht funktioniert hat. Und dann noch im schönen Biergarten gewesen. War saugrübig, bin ich dann mit zwei Afrikanern geguckt, Ah ja. die da so viel älter waren wie ich damals. Also die waren schon so gute 40 oder so, Geschäftsbesuch gemacht, den ich auch nicht zischt. Und die waren, obwohl die aus Afrika waren, voll spendabel. Also ich glaube, die haben da schon, waren irgendwelche Warlords oder so. Ja, nein, es hat Blutdiamanten. Ja, schon, ja. Beste Diamanten. Ja, oder halt erfolgreiche Geschäftsmänner, möchte ich niemanden framen. Nein. In irgendeiner Licht Aber erfolgreiche Geschäftsmänner, egal woher, haben auch Blutdiamanten. ja. Ja, das war so, da bin ich sogar noch ohne Lederhosen auf Wiesen. War das nur die Trotzphase? Nein, keine Trotzphase, ich habe keine Lederhosen gehabt zu dem Zeitpunkt. Ja, bevor du dann Scheiß erzählst, dann wäre Also ich glaube, war Jeans und so ein blau kariertes Hemd. So, ja. Kann man ehrlich machen. Das ist ein ehrliches Ding. Ja, und seine Eltern und so Bevor sind ja früher einfach so Ja, Taubestiefel. Das war ja, das habe ich jetzt auch schon öfter, ich glaube, der Rainer hat es oft verzeiht, glaube ich, oder? Dass man das früher eigentlich gar nicht gang und gäbe war, dass man in der Tracht auf die Wiesen geht. Ja, das haben wir eigentlich nur Trachtler gemacht. Ja. Ja. Und jetzt macht es halt jeder. Ja. Ja, jetzt ist es ja Mode geworden und nicht nur Tracht quasi. Muss ich sagen, wir haben aber eine schönere Tracht als die meisten anderen. Ja. Und ich möchte jetzt hier richtig einen Beef anfangen. Das hat nichts mit Los Brutalos zu tun. Das ist meine persönliche Meinung. Laufhall sind scheiße. Die sind so schier. Wirklich. Also nicht Los Brutalos haten, sondern Harry haten, weil ich sag's euch, Laufhall. Ja gut, hat er bei uns in der Gegend keiner. Das ist Ja, dann zum Glück, weil sonst da jeden Tag Instant kotzen. Also an der Stelle kein Angriff. Nein, das ist nicht persönlich. Nein. Aber wirklich, dann lasst euch doch die kleine Lücke dann noch zu stricken oder was weiß ich. Wirklich. Ja. Aber dafür bin ich Charivari-Fan, auch wenn das bei uns auch nicht gang und gäbe ist. Ja. Ja, aber bei uns auch nicht. Ne? Bei uns eher schlicht. Ja, sorry für den kleinen Rant, Ja, aber passt schon, muss ich sagen, wirklich. Wenn du mal heiraten darfst, deine Frau im Schalk, oder? Im schwarzen Ja, Schalk. natürlich. Ja. Finde ich Ja. das Schönste. Geht das anders? Also, nein. Nein. Ja, und einmal schon, es war so, ich glaube, es war unter der Woche, weil da sind wir irgendwie relativ schnell ins Zelt reingekommen, oder ich weiß nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Aber da waren wir auch schon, bevor wir ins Zelt reingekommen sind, so jenseits von Gut und Böse, weil wir halt schon 5 Jahre in der Früh reingefahren sind vom Schaftler oder wo immer ich eingestiegen bin. Und schon, das war nicht so nehme ich oder 2, sondern war schon 2 Kästen. Dabei, 2 Kästen, 5 Typen. Ja, früher hat man noch ein bisschen mehr vorgehabt, aber es hat halt trotzdem nicht viel mehr gesoffen wie jetzt. Aber man hat es halt schon früher forciert. Ja, schon, man hat ja schauen müssen, wo man mit seinen paar Euro Ausbildungsgeld bleibt. Stimmt, Und ja, und dann steigst du aus, keine Ahnung, Hackerbrücke oder so, und dann schnell zum ersten Kiosk und dann noch ein Papier. Ein bisschen Nachschub, Ja. Schöner Flachmann dabei meistens. Ja, und da war es eben auch so, dass ein Spätzl von mir, ich glaube, ich habe es im Podcast schon 5-mal verzeiht, aber hat ein Mask gegext, war der erste, ist extrem bejubelt worden. Da ist man noch nicht so schnell rausgeschmissen worden, weil jetzt wärst du gleich ausgepfeffert, wenn du da mal ein bisschen eine Gaudi machst. Gell? Okay. Also, was ist das jetzt Oktoberfest? Ist das Wiesen oder nicht? Cancel Culture ist das. Ja, das ist klar. Ja. Und er hat sich halt dann selber extrem gefeiert, hat er relativ schnell gegext und dann ist er, glaube ich, nach einer halben Stunde nochmal auf, hat nochmal eine gegext und dann war Game Over. Ist er heimgefahren. Er ist eingefahren. Ja, und er ist heimgefahren. eingefahren, ja. Dann steht Tischmagnet und dann sind die Securities gekommen, ja. Hat seine Freundin heimgebracht, aber ich glaube, bei uns auch ohne Masse exnutzt dann. Ich glaube, wir waren 3 daheim. Ja, geil, das mag ich aber ehrlich gesagt. Man mag ja am Butlermarkt auch so gerne, dass wir uns da einfach bis schön früh am Nachmittag, sage ich mal, zugrunde richten und dann entweder heim oder das Büro. oder nicht weiter saufen. Aber ich mag den Grundgedanken, dass man, wer lehrt's? Ich sage, bin ich super happy, dass ich mittags schon einfach. Aber ja, mag ich gern. Und ansonsten, jetzt ist es ja mittlerweile durch diverse Kontakte nicht mehr schwierig, in irgendwelche Zeiten nicht zu kommen. Ja, natürlich. Jetzt ist es eigentlich schwerer, in irgendeiner Zeit nicht zu kommen. Ja, schwer, dass ich über den Wiesenplatz gehe, über die Straßen, und dann lege ich,
Ja. Sie sagen ja, die kennen mich persönlich, deswegen sagen sie ja Michi zu mir, Ja. nicht mir, nicht getrippt. Wir kennen uns auch persönlich, sagen immer, der Michi. Kommt zu uns. Dann sage ich, nein, Hey, ich bin nur hier, um zu leben. ja, So. es gibt dann einen Menschen hinter der Kunstfigur. Ja. Genau. Ja. Kannst du dir vorstellen, so einen Tag einen Guide für so ein paar Ausländer zu machen, quasi also Touris, glaube ich, nennt man es in dem Fall. Und reden wir jetzt von Leid anderes Land oder Leid anderes Bundesland? Nein, also ein anderes Land. Also Und auf der Wiesn. auf der Wiesn, ja. Sag mal, du hast die Connections, du kannst dann da so einen schönen Tag planen. Musst das nicht wie so ein Hund dann vor die Zeit da anstehen, sondern hast du reserviert. Kann ich mir schon gut vorstellen. Wie So, darfst du den Tag gestalten? okay, das ist blöd jetzt. Also, Ja. nein, ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Ich kenne mich halt auf der Wiesn null aus. Ja. Deswegen wird es lustig für alle Beteiligten. Also ich dachte anfangen, wir treffen uns erst mal im Stachus. Ja, Damit und dann, aber ohne Erkennungszeichen. Deswegen Ja. dauert es schon mal sehr lang, dass wir uns da alle zusammenfinden und so. Und in der Zeit bin ich jetzt schon stockbesoffen, ja, weil es so lang dauert. Ja. Und dann gehen wir nicht Richtung Wiesn, ja, sondern ich führe es komplett zum Marienplatz und Ja. so. Und dann saufen wir uns da durch sämtliche Wirtschaften. Und sie werden die Wiesn niemals sehen. ja, Und damit habe ich nämlich alle Wiesengänger einen Gefallen getan. ja. Und denen leider, weil sie Minga kennenlernen. Schon, ja, weil ein bisschen was gespart haben. Obwohl wahrscheinlich nicht. Ah, keine Ahnung. Das geht also. Was haben wir letztes Mal für das Bierzeit, wo wir da in die, keine Ahnung, was das war, Wo man im Altau, wo wir vormittags eine schnell gezischt haben, wo wir beim Einkaufen waren. Ja. Da hat das 6 Euro kostet, das scheiß Bier, oder? Da war, ja, ich glaube, das 7 Euro waren. Ja. Aber für die halbe halt natürlich. Ja, Ganz klar. geisteskrank, gell? Das ist, ey, weil wir, wie gesagt, nochmal, klar, es waren jetzt 4 halbe für 16 Euro, aber am Bahnhof für Flaschen, Gustel, wir haben nämlich kein anderes Bier gehabt. Ja. Ich mag Gustel ja gern, aber für Flaschen Gustel 4 Euro. Am Jammers. Nein, der große Jammers hat gerade zu. Schock Ich hoffe, dass der noch umgebaut wird oder so. Weil da war es immer okay, da kann 2 Euro oder so. Ja, und da, das war halt der Bäcker, der genau gewusst Der hat. Richard. Jetzt hat der Jammer, ist jetzt schon, der hat jetzt ein Standel gehabt, quasi statt. Franzosen-Garner. Ja. Ja, so ist es halt. Und der hat mir dann, die was sind die Franc hat er mir Ja, schon, ja. aus der Tasche gezogen. Ja. Schön für 16 Euro für halbe geholt. Ja. Ja, also tatsächlich, ich glaube, ich war kein guter Wiesenguide, aber wie würdest du den machen? Hast du da einen Plan vielleicht? Ich habe mir ehrlich gesagt auch nichts überlegt, obwohl ich die Frage aufgeschrieben habe. Der hat vielleicht anfangen in der Nähe, kleines Weißwurstfrühstück. Einfach mal ein Konträrprogramm zu deinem zu haben, quasi. Was ist dann der Lindwurm oder so? Oder Kotzhügel. Ja, schon, ja. Da stimmt, da hat er erst einmal mit alle rumgeschaut, ob die Leute da irgendwo gerade flacken und dann halt das Geld aus der Tasche raus, wenn man so schauen, wo man bleibt. Damit können wir dann, falls man jetzt doch keine Reservierung, weil ich nicht gescheit gelesen habe. Du hast die Plätze schon verkauft. Ja, den Höchstbietenden. Ja. Und deswegen brauche ich halt jetzt so 200-300 Euro, um einen Türsteher bestechen zu können, was wahrscheinlich funktioniert, habe ich noch nie probiert, aber es gibt viele gute, viele sehr, sehr, sehr gute, da hast du keine Chance, aber ich glaube zum Beispiel beim Spaten, da glaube ich, arbeiten schon, da hast du ein bisschen. Ja, aber wer will in Spaten? Ja, Ja gut, wenn ich woanders nicht reinkomme, gell. ja, Hauptsache. Ja, das sind ja Touristen, für die ist ja alles cool. Ja, stimmt. Das Bier, das wir hier ausschenken, und das ist das geiseligste Bier. Schon, das ist ja. trotzdem das beste Bier für die. Ja, dann da erstmal in dem Restaurant ein kleines Weißwurstfrühstück, dann eben zum Kotzhügel schauen, ein bisschen Geld einsammeln. Dann vielleicht so ein kleiner, ich habe gerade ein Weißwurstfrühstück gegeben, dann vielleicht ein kleines Fahrgeschäft, machen wir Geisterbahn, fahren wir alle schön Geisterbahn, kleine Runden, dann gehen wir schön ins Zeit, weil jetzt langsam wird es Mittag. Ja. Dann eine, sag gerne so, wie es so läuft, Bedienung kein Trinkgeld geben. Natürlich macht man es. Nein, sag aufs Klo gehst nicht, du pisst einfach auf den Tisch. Ja. Und sobald eine Frau vorbeigeht, sexuell belästigt. Ja, Sofort. instant. Sofort. Direkt unters Dirndl. Ja, weil das ist nämlich, das wissen die wenigsten, sobald du aufs Wiesengelände gehst, musst du ein Triebtäter werden. Ja. Und weil so erwarten es die leider. Ja. Und auch nochmal, egal wie die politische Einstellung ist, nochmal 80% mehr rechts. Ja, also, definitiv, ja. Es ist so. Die ganze Zeit dann warten, wann endlich das Donaulied kommt. Und vor allem auch übrigens auch die ganze Zeit über Italiener herzuhören. Ja, schon, ja. Weil es ist so schlimm. Ja, letztes Wochenende waren die Italiener da. Ja, schon. Also,
Das zweite Aber du nennst das Wochenende, nicht Italiener, sondern irgendeinen oder? rassistischen Ja, Begriff irgendwas, was ich dafür. jetzt nicht sagen darf. Nein, ich kenne gar nichts, weil Nein, mein ja, Herz ist rein. Ich habe Italiener Blut in mir, ja. Ich darf halt alles sagen. Meine Großtante oder sowas, Urgroßtante, ist Italienerin. Ja, deswegen darf ich ja sexistisch sein, weil ich auch so kleine Tittchen habe. Ich bin eigentlich fast eine Frau. Schau her. Ja, du auch. Also eigentlich dürfen wir uns auch die ganze Zeit beschweren. Stimmt. Gibt es uns 20% mehr Lohn Ja. für weniger Leistung. Der Boy spittet nur Facts. Rede, Queen! Slay. Ja, period. Ja. Ja. Okay. Hast du so ein richtig schlimmes Oktoberfest-Erlebnis gehabt? Irgendwie sowas, was ja oft die ganzen, ich weiß nicht, wo Vorteile das richtige Wort dafür ist. Aber ja, so Dinge, die wo halt oft über das Oktoberfest, wo wir gerade ein bisschen drüber lustig gemacht haben. Quasi. Also, ich habe eben nach einem dieser tollen Tage, wo ich nichts Zeit habe quasi, aber richtig hackedicht war, hat irgendein, ich möchte ja hier nicht alle über den Kamm scheren, aber ein russischer Mitbürger, ein relativ kleiner Typ, hat sich brutal aufgemannt. Okay. Und der hat meine Schwägerin halt so richtig angekrempelt. Okay. So, also war nicht nur so im Vorbeigesucht, sondern so richtig, dass quasi hingefallen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, was ist der scheiß Problem, bin halt hier. Und er keine Sekunde gezögert, hochgesprungen, Kopfnuss. Und ich war irgendwie kurz so, ich mir gedacht, so, okay, was ist jetzt los? Und dann wollte ich halt, ne, Ja. Beef. Und dann habe ich gesagt, das lasse ich nicht auf mich sitzen. Ja. Und dann ist er aber schon mit seinen Freunden weg irgendwie. Also die haben da irgendwie zurückgehalten, weil wahrscheinlich hätte er mich umgebracht in dem Moment, wo ich, in die 3 Sekunden, wo ich gebraucht habe, um erst einmal wieder klar zu kommen. Weil ich gerade von einem Zwerg. Scheiße, der Typ war wirklich 2 Köpfe kleiner wie ich. Ja. Also, ohne Scheiß. Das war irgendwie uncool und dann sind die Cops gekommen und dann hat quasi meine Schwägerin irgendwie eine Aussage machen müssen und so ein Scheiß. Ja. Obwohl wir ja in dem Fall tatsächlich gar nichts gemacht haben. Ich bin ja nicht dazu gekommen, irgendwas zu machen. Das war eigentlich so das Blöde, aber ansonsten, ich war ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie bei diesem Kotzhügel. Ja, Weiß ich ehrlich gesagt war nicht. schon ist da wo Ding, also Bavaria quasi. Achso, aber ich war zumindest nie als Opfer dort. Also nein, ich das habe nie auch dort nicht, gekotzt oder irgendwen bumst. Nein, das auch nicht. Und sonst, wir alle beschweren mich ununterbrochen über die Preise. Naja. Klar. Und dann kaufe ich trotzdem ein Erdbeerleimes für 9 Euro als Stammball. Wie gesagt, die Wiesenpreise sind massiv, also klar für normalsterbliche Menschen. Es ist halt, Also ich beschwere mich für die Leute. Ja. Aber ich selber Ja. mir ist ja wurscht. ja. Aber man muss tatsächlich dann sagen, es ist für deutsche Verhältnisse daher. International ist ein super Bierpreis. Ein Liter für 15 Euro. Bist du auf der ganzen Welt so aufgeschmissen, wenn du Bier magst. Ja. Das ist schlimm. Von dem her, aber ich verstehe schon, dass viele sagen, ja, es ist ja ein Volksfest, aber dass sie das halt viel nicht mehr leisten können. Vor allem, ganz ehrlich, aber es ist halt Wiesen, es ist ja nicht Pflicht, da hin zum Ja. Gehen. Klar, ich möchte jetzt nicht legitimieren, dass das viel kostet oder so, aber dann lass es halt. Ja, schon. Wenn es mich wirklich stört, man nicht. Also wenn man jetzt ja aus Bayern ist, dann hast du ja genügend Auswahlmöglichkeiten, wo dein Bier dann 3 Euro weniger kostet. Ja. Und besser ist meistens. Oder oft. Ja, gut. Ja, du hast auch 2 Augustinerzeiten auf der Wiesn. Okay. Ja. Fischer, Froni oder Augustiner. Wie gesagt, ich war meistens im Hacker. Ja, No ja, offense. nein, das war dann so mein Oktoberfest-Abschluss gewesen. Mir ist eigentlich nie was Schlimmes passiert bis jetzt. Ich glaube, ich war eher der Schlimme, wenn dann, aber jetzt auch nichts von diesem Schlimmen. Ich war jetzt auch besoffen, aber Ja, gut. Also, nicht boxt, kein sexuell belästigt. also ich meines Wissens auch nicht, aber meistens ist es besoffen, dass Ja. ich es nicht mehr wissen. Ja, ja, Mir hat nie jemand verzeiht, dass ich was Schlimmes gemacht hätte. ja. So. Ja, Außer der kleine dann habe ich noch 5 Entweder-Oder-Fragen für dich. Hey, jetzt bin ich gespannt. Darfst du lieber in einer Welt leben, in der Kühe fliegen oder in der Fische miauen? Boah. Schwierig. Aber ich muss sagen, also ich bin ein vorsichtiger Mensch, wie du weißt, und eine fliegende Kuh ist ja schon irgendwie Gesundheitsrisiko. Ja. Weil so eine Taube, die auf mir landet, die finde ich halt eklig. Ja. Aber eine Kuh, die auf mir landet, die bringt mich halt um. Gell? Ja, ich denke es mal, vor allem, wenn es das jetzt so mit einer Kacke
Oh ja, stimmt. Weil du hast ja dann nicht nur so einen kleinen Vogelschiss auf deiner Karre, sondern einen fetten Kuhfladen. Ja, aber ist schon irgendwie, also ich muss sagen, okay, ich sag's einmal so. Die schlauere Wahl wäre die Welt mit den miauenden Fischen. Ja, Der, dann der, kann der ich so Katzenhai mitkriegen, oder der, was weiß ich, der hat dann alles endlich einmal einen Sinn ergeben. Ja. Ja, der ist ein Fisch. Ja. Ja. Aber ich möchte die Welt brennen sehen. Deswegen nehme ich die fliegenden Kühe. Ja, ich vergunstige ja. Ja, ich klar, vergunst die haben ein bisschen Freiheit verdient. Ja. Kennst du den Film Der kleine Vampir? Ist ein uralter, ist egal, da geht es halt um einen kleinen Vampir. Und da werden Kühe gebissen von den Vampire und dann fliegen die auch rum. Ja. Das ist ziemlich cool. Die fliegen halt dann ohne Flügel oder sowas, Ja. sondern die, weil es ja Vampire sind, die können anscheinend nicht fliegen. Das ist einfach nur, und da wird auch, da ist eine Szene im Auto und da fliegen die Kühe so auf die Windschutzscheibe zu und eine fliegt hoch und scheißt drauf. Das ist schon ein ordentlicher Batzen. Also Ja, ich glaube, klar, sehr ja. realistisch. Genau. Also wenn mal jemand Referenzmaterial will, dann diese eine Stelle raussuchen beim Der kleine Vampir. Okay. Ja. Du musst wählen, immer wenn du Bier sagst, erscheint eine Ziege. Oder immer wenn du Prost sagst, explodiert ein Luftballon. In deinem nahen Umfeld, logischerweise. Wer ist das? Also die Ziege. Macht die was Bestimmtes oder ist sie einfach Ziege? Sie spawnt halt da und ist halt dann da. Also bin ich irgendwie geil, aber ich sage halt echt oft Bier und es gibt so viele Wörter für Prost. Ja. Aber es gibt echt viele Wörter für Bier. Gell? Ich habe heute erst gelernt, also das ist glaube ich kein Bier, aber Pennergranaten habe ich halt das Wort zum ersten Mal gehört. Aber was nehme ich denn? Ja, ich glaube, ich nehme trotzdem die Ziegen, einfach weil ich damit richtig schöne Pranks machen kann. Ja, ich glaube, also es macht dann irgendwann auch Spaß. Also, ich meine, so oft wie wir Bier sagen, kann man dann wahrscheinlich daraus ein kleines Business machen. Ich mag zwar Ziegenfleisch nicht, ich mag Ziegenkäse nicht und ich mag auch keine Ziegenmilch, aber ich Es finde gibt Ziegen nur Leute, die süß. Ziegen mengen. Also essen mengen. Ja. Ja. Okay. Na, dann, also ich will die Geißen. Ja. Heißt es schon gesagt. Ja. Lieber immer mit Heliumstimme reden oder immer nur flüstern können? Scheiße. Ja, dann das Flüstern nehmen. Ich glaube auch, ja. Ich bin lieber ein leiser Typ, wie ein Typ mit einer nervigen Stimme. Ja, und jemand, der man da flüstert, ist irgendwie bedrohlich. Oder? Ja. Die ganze Zeit so, hey, wie geht's dir? Alles klar. Ja. Hätte man das hier erwartet? Ich weiß es nicht. Das solltest du dir nochmal gut überlegen. Ja, du kommst in mein Haus. Ja, also, klar, flüstern schlecht für die Stimme, gell? Ja. Aber flüstern. Ich glaube, da flüstern immer. Heliumstimme wahrscheinlich dumm. Na, lieber in einer Welt leben, in der viel Tierdinger halt, in der Enten so groß sind wie Pferde oder Pferde so klar wie Enten. Oh, das war beides geil. Ja. Scheiße. Ich dachte, glaube ich, die großen Enten nehmen. Ja. Ich glaube, unpopuläre Meinung. Aber also alle, die sich schon Gedanken darüber gemacht haben, werden wahrscheinlich die kleinen Pferdel und das ist so lustig, wenn man kleine Pferdel hat. Aber stellt sich mal ja große Enten vor. Ja. Alter, auf einer Ente reiten. Was ist denn los? Das Ja, ist das vor Geilste, allem was kannst man du dann auch vorstellen drauf kann. fliegen. Ja, das ist ja fast wie Amy und die Wildgänse. Ja, oder schon, sowas, ja. Ich weiß nicht genau. Aber allerdings kannst du jetzt so ein kleines der Pferdl andere. nehmen und das kriegst du wahrscheinlich relativ gut im Mixer. Boah, Alter, dann ist Pferdelasagne halt wirklich ein Pferd. Ja, So geil. wahrscheinlich, ja. Ja, oder so. Meinst du, ob man dann beim Chinesen so gebackene Pferde kriegt? Ich glaube eher, ja, vielleicht. Aber glaubst du, dass dann damals, weil das ist ja Fakt, dass das wirklich gegeben hat, damals in Troja, die trojanische Ente gewesen war? Ja, wahrscheinlich, ja. Schon, oder? Ja. Ja, geil. Also da die niemand vor allem stell dir mal vor, dann machst du auch so Anten Ja. und frisst da irgendwie 2 Wochen drauf. Ja. Oder keine Ahnung, wie lange man Pferd frisst. Ja, Aber, das ist ja nicht. und schmeckt halt besser wie Pferde. Ja, das Beste sind die Augen, wie bei allem. Die sind auch groß. Ja, auf jeden Fall. Und dann kann man irgendwie, keine Ahnung. Meinst du, aber es ist ja dann fast schon so Dino groß. Ja, schon, gell. Und Dinosaurier sind ja irgendwie die Vorfahren von den Vögeln. Sind Enten sind schon richtige Vögel, oder? Die sind schon Ja, die sie zählen legen- als Vögel, sie oder? legen Eier und haben Kiemen. Ja, Ja, stimmt. Und giftige Krallen. ja schon, ja. Ja, na, dann, aber ich da trotzdem die Ente nehmen. Ich schätze halt, dass dann das halt, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob dann die ganze Geschichte anders war. Also, Ja. war das ab jetzt oder schon früher? Ab jetzt. Ach so, okay, ja, dann war das mit dem. da Super, haben wir vielleicht, jetzt mit der trojanischen Ja. Ente komplett blamiert. Super. Ich wollte mich gerade nur über Entenritter Ich reden. wollte Und die so. hier lächerlich machen. Ich merk's. Ich nehme trotzdem die Ente. Ja, dann nehme ich einfach wegen dem Mix-Faktor die kleinen Pferde. Ja, ich finde die schon auch ziemlich cool, aber es gibt halt schon winzige Pferde. Ja, Nicht so Shetland klar, Ponys, aber Sind klar, sind so groß wie ein Hund ungefähr.
ein bisschen fetter. Das ist jetzt auch lustig, Ja. aber ich weiß nicht, also ich habe noch nie so Ja, gesehen. wir waren jetzt selber d'accord, deswegen habe ich jetzt Ja, gedacht. und ganz kurz, also die Ente war ja dann noch viel größer als ein Strauß zum Beispiel. Ja. Ja, die hat die Masse Ja. von einem Pferd, oder? Ja. Geil. War einer von den schlimmsten Momenten in meinem Leben. Klar, kann man sich fragen, der Strauß hat Glück gehabt, sagen wir es mal so. Okay. Aber man darf einen Strauß, klar, warum darf man überhaupt reiten? Aber man darf anscheinend nur bis 70 Kilo reiten. Und da war ich knapp drüber, seit der 5. Klasse. Deswegen habe ich nie einen Strauß reiten dürfen. Ja. Das ist schade. Ja. Aber du hättest schon öfter die Möglichkeit gehabt, einen Strauß zu reiten. In Südafrika hat man Strauß reiten. ja. Ja. Aber nachdem ich festgestellt habe, dass die Geparden, glaube ich, betäubt worden sind, die wo wir da gesehen haben, möchte ich nicht wissen, was die mit dem Strauß vorher gemacht haben. Ja. Oder der Gepard hat noch geschlafen. Hey, vielleicht war er einfach nur ein bisschen chill. Ja, ein bisschen relaxen. Ne? Chillax mal. Ja, mei. Na du, das war's dann schon. Das waren nur 4 Fragen, oder? Ja, habe noch 4 Jahre geschrieben. Hast du 5 gesagt? Ja, es passiert, wenn Sabrina das nicht macht. Ja, Also, stimmt. Shoutout geht an hier alles Sabrina. drunter und drüber, ja. Ja. Na, Viel du. Spaß bei den Untertiteln. Ja. Was steht die Woche noch an bei dir? Welcher Tag ist heute? Freitag. Am Sonntag muss ich Podcast hören. Ja, schon, ja. Aber es steht auch, tatsächlich, ich bin morgen auf einem Weinfest Ja, in Delz. Also quasi, wenn ihr das Herz gestern. ja. Oder ist der für nächste Woche? Nein, das ist für den Sonntag. Also hier, Ja. Aqua-Werbung, irgendwie Fischer. Da bei der AOK. Ja, genau, bei der AOK, bei der Jahnschule. Ja. Kennst das ja? Kennst das ja alle, kenn gell? alle, ja. Nein, das ist halt irgendein Weinfest, da gibt es, glaube ich, einen Federweißen oder sowas. Fein. Ja. Habe halt wieder Scheiß. Ja. Aber mei. Na, und ansonsten ist das Wochenende tatsächlich mal nicht viel geplant. Aber ich werde mich halt morgen behindert auf. Ja. No Behinderter. Ja. Und hier an der Stelle auch wieder kein Offense oder so, ich meine halt behindert. Ja. Ja. Dass du halt danach im Leben eine Einschränkung hast. Ja, nach dem genau. Alkoholkonsum. Also, und es geht gut über die Ohne Lippen. das jetzt despektierlich zu machen. Genau. Und bei dir? Ja, Samstag jetzt nicht so viel. Sonntag Musikvideo drehen mit der Anja. Bringe einen Solo-Song raus, Kid Rap. Also, Habe ich schon gehört, bei mir ganz schlecht. Ja. Am Sonntag ist was geplant. ja, genau. Und sonst just chillen. Just hanging Ja, jetzt around. nochmal Lotze ein bisschen Ja, stimmt, klar, du musst erst mal. die Leber ein bisschen entspannen. Doch wieder jeden Tag gesoffen. Also wenn nicht jeden Tag voll soffen, aber mehr wie sonst. Jeden Tag nur so. Ja, genau. Ja. Und ansonsten, genau, wenn sie das Herz, bin ich gerade beim Video drehen. Kommt dann Wie wenn irgendwann es mal raus. zeitlich rausgeht. Die nächsten 3 Wochen irgendwann rauskommen. Und ansonsten, Hat der Song schon einen Namen oder magst du noch nicht sagen? der heißt, haben wir noch keinen Namen direkt festgelegt, deswegen kann ich jetzt nicht so sagen. Magst du das grobe Thema sagen oder lieber nicht? Das ist eine Überraschung. Magst du es nicht vorwegnehmen? Ich mach's, ich warte, Okay. bis dann die Bombe platzt quasi. Okay. Ich weiß gar nicht vom Management, ob ich das jetzt überhaupt schon sagen Ja, dürfen deswegen, hätte, dass das war jetzt ehrlich gesagt ein kleines Schauspiel. Ich weiß ja, was wir dürfen und was nicht, aber ich wollte es ein bisschen rauskitzeln. Ja, nein, für die Fans macht der Fabi das gerne. Ja. Der Harry, Entschuldigung. Hey, Ja. Na, weiter dann. gell? Schön, dass du da warst. Hat mich Danke, gefreut. war mir eine Ehre. Ja, und dann viel Spaß auf dem Federweißen. Und danke für das kostenlose Shawarma, sonst muss ich immer zahlen dafür bei uns im Studio. Ja, gerne, haben wir so einen Automaten stehen. Oh, da ist eine riesen Lücke. Die stehen da. Oh, Flaschen. ich habe nur das schimmlige Bierglas weggestellt. Ja, gut. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Alt Au. Danke.